So konnten wir jetzt ganz offiziell und dem Gesetz entsprechend die 51.817 Unterschriften, die wir an Unterstützung erzielt haben, im Innenministerium deponieren. Bekanntlich ist das Mindesterfordernis 8.032. Bei dem Ausgangspunkt sicher, dass das ins Parlament kommt, wird die 100.000 natürlich überschritten werden, aber das ist natürlich viel zu wenig, weil da würden sich manche das abperlen lassen und schadenfroh die Hände reiben. Also das muss jedenfalls verhindert werden. Ohne Bildung gibt es kein ausgebildetes Personal und Mitarbeiter, und ohne erstklassige Mitarbeiter gibt es keine Industrie. Ohne Industrie gibt es keinen Wohlstand. Wenn 2 von 3 Beschäftigten in Österreich von der Industrie beschäftigt, bezahlt und zum Wohlstand beitragen, ist selbstverständlich, dass bei Schließung dieses Kreises wir dort landen, wo die Bildung beginnt, nämlich beim Kindergarten. Daher haben wir, wie sich dieses Volksbegehren herauskristallisiert, haben wir von unserer eigenen Überlegung, eine eigene Initiative zu starten, abgesehen, damit wir die Kräfte nicht zersprachen, sondern dass wir sie bündeln, und haben uns der Initiative Dr. Andrusch angeschlossen, haben uns eingebracht und erzählen uns damit also zu den Mitinitiatoren. Wir unterstützen dies voll. Es ist von einer breiten Gruppierung getragen. Ich persönlich habe den Eindruck bekommen, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer zunehmend sich beteiligt haben. Da war eine Aktion der Heidi Schrott mit 700 Lehrerinnen, die vor den Vorhang getreten sind, was bisher nicht üblich war. Ein Thema hat sich ganz besonders als durchgehendes gezeigt, nämlich Parteipolitik raus aus den Schulen. Ein zweites Thema war, wir möchten selbstständiger und eigenverantwortlicher werden. Die Lehrer, die Schüler, also dieser Wunsch, nicht nur irgendwas vorgesetzt zu erhalten, sondern es selbst erarbeiten zu können, so wie das heute in modernen Schulen üblich ist. Ich habe auch den Eindruck bekommen, dass unser Volksbegehren schon eine gewisse Auswirkung auf die Regierungspolitik hat. Es ist eine Bewegung, das kann man sagen. Sie ist noch viel zu zart, die reicht nicht. Daher hoffen wir, mit den Stimmen in der Eintragungswoche wirklich dorthin zu kommen, dass sich die Regierung dieser Bewegung nicht mehr entziehen kann. Die ist ganz entscheidend. Also dieses Lüfterl, das jetzt zu wehen beginnt, reicht nicht. Es muss ein Sturm werden. Wir geben heute und hier das Versprechen ab, dass wir die weitere Entwicklung begleiten wird, weil das Einzige, was wirklich zählt, ist die tatsächliche Umsetzung der notwendigen Modernisierungsschritte.